Control sagt, Bro, kurze Frage, wie wichtig sind für die visuelle Auskopplung im Streaming-Zeitalter? Immer noch sehr relevant wegen YouTube einfach, weil YouTube ist halt 1:1 auch Streaming. Also ich glaube, Leute haben damals ein bisschen eine andere Wahrnehmung von YouTube als ich, weil ich schaue YouTube nicht an wie Instagram oder als Social Media. Das habe ich vielleicht in anderen Episoden schon mal erklärt für die den YouTube-Channel anschauen, den Content dort. Aber YouTube ist für mich 1:1 eine Streaming-Plattform, so wie Spotify, Apple Music. Und ja, so viel gibt es ja dann nicht mehr, die relevant sind. Aber YouTube, Spotify und Apple Music, das geht alles für mich in die gleiche Reihe. Und visuell etwas zu machen, sage ich jetzt mal, für deinen YouTube-Channel, ist nach wie vor wichtig. Ich glaube, was im Moment, was ich so sehe, ist, dass Leute vielleicht versuchen, ein bisschen zu fest überkorrigieren mit Visuals. Also, ich bringe einfach mal die Anekdote, dass die Leute wenn ich so durch die YouTube-Channels forsche, habe ich das Gefühl, die Leute wollen einfach geile Videos bringen, aber nicht den geilsten möglichen Song dazu. Also es ist ein bisschen komisch, es ist ein bisschen weird, weil ich denke mir so, wir sind halt nicht im Filmbusiness da. Also die da zuschauen, so einfach zum Verständnis. Ich meine, wir reden da über Musikbusiness und am Ende des Tages sollte halt die Musik dahinter, also das Audio, sollte das tragen können. Und Visuals gehören für mich zwar dazu, also so ein Musikvideo, aber es sollte nicht das Hauptmerkmal sein, die erste Priorität. Die erste Priorität soll immer die Musik sein. Darum so Auskopplungen, visuelle Auskopplungen im Streaming-Zeitalter immer noch nach wie vor mega wichtig, um halt dich selber präsentieren oder deine Kunstfigur, die du da versuchst zu präsentieren. Aber wenn ich vielleicht etwas empfehlen kann oder ans Herz legen kann für die Jüngeren, die da zuschauen, dass man nicht mit Budgets oder so High-End-Produktionen, Videoproduktionen jetzt mega über das Ziel hinaus schiesst, gerade von Anfang an, weil das brauchen ihr am Anfang meistens nicht. Also so die YouTube-Audience, die YouTube-Zuschauerschaft, die euch könnte zuschauen, so der jüngeren Generationen, die sind mit weniger meistens mega zufrieden. Das heisst jetzt nicht, dass der Anspruch mega low wegen dem sollte sein. Aber ich finde, man sollte jetzt nicht sich total verbrennen, indem man versucht, einen Kinofilm zu erschaffen und nachher mega Geld ausgibt auf Harzig und hat dann alles verballert. Und dann steht man trotzdem dort mit 2'000, 3'000 Views und ist enttäuscht. So. Es hat halt viel so mit Erwartungshaltungen zu tun und wie man sich präsentieren will, sage ich mal. Aber so die visuelle Komponentenkontrolle ist halt nach wie vor noch wichtig für das natürlich. Weil du willst, Videos sind halt nicht nur da, dass du auch Views generieren kannst, beziehungsweise Streams generieren kannst auf YouTube, sondern die richtigen Videos, also mit dem richtigen Look, tun halt vielleicht dein ganze Künstlerbild, deine ganze Künstlerfigur auf ein anderes Level elevaten. So. Ja, Fahrzeuge, weißt du, wie ich meine, weißt? Weil jetzt amigs merke ich, dass die Musikvideos, das habe ich ja ein paar Mal auch schon gebracht auf dem IG-Channel, wenn die Leute zuschauen teilweise oder das mitverfolgt haben. Manchmal habe ich jetzt das Gefühl, die Musikvideos sind geiler als der Song dahinter. Und das, also meiner Meinung nach dürfte das nicht sein. So. Da hat jeder vielleicht ein bisschen andere geschmackliche Präferenzen, sage ich jetzt mal. Aber meiner Meinung nach muss der Song immer der Star sein. Und das Musikvideo soll auch auf dem Level sein. Aber das Musikvideo darf nicht den Song um 80% überschatten. So mit der Geilheit vom Musikvideo, so sage ich jetzt mal. Das stimmt, das wäre auch für mich das Wichtigste, das Klangbild zu verstärken. Ja, du kannst auch Control, du kannst auch sagen, dass du nicht auch von Anfang an musst mit Videos reinballern, so. Das ist auch total legitim. Ich bin einfach Fan von den YouTube-Channel wegen dem trotzdem verwenden, eben, ob das mit Audio-Content ist, ob du Lyric-Videos machst, wie gewisse andere, die da auch zuschauen, wo ihr euch auch ein bisschen Sachen abschauen könnt.
gewissen jungen Künstlern, die jetzt mittlerweile auch gecheckt haben, dass man Lyric-Videos machen kann auf YouTube. Es muss nicht immer ein Musikvideo sein, wo du auch im Vordergrund bist oder so natürlich. So, eben, muss nicht über das Ziel hinausschiessen. Man kann auch mit Audio anfangen und dann konzentriert man sich am Anfang, um sich nicht überfordern, konzentriert man sich halt eher auf Spotify und Apple Music. Es wird eher darauf rauslaufen, dass die meisten sich am Anfang halt auf Spotify konzentrieren, weil halt Spotify so die grösste Strahlungskraft hat sozusagen. Aber YouTube im Aspekt so mit visuellen Content oder generell Content, egal was es für Videocontent ist halt, darf man wirklich nicht unterschätzen, weil das ist mega vernachlässigt worden die letzten paar Jahre, habe ich das Gefühl, und es soll nur noch besser werden jetzt mit den meisten und eben halt nicht mega hoch ansetzen mit den Budgets, mit den Musikvideo-Budgets. Es wäre mega schade, wenn wir schon man hat sowieso ein geringes Budget, sage ich jetzt einmal, wenn man ein Newcomer wäre oder Newcomerin und dann bekommt man irgendwie das Gefühl von außen, dass man das jetzt alles verballern müsste, irgendwie 1000 Stutz in die Hand nehmen, 2'000, 3'000 Stutz, schlimmstenfalls, weil man das Gefühl hat, der Song braucht das jetzt, der braucht ein mega teures Musikvideo und solchen Leuten würde ich halt damals sagen, hey, es ist ja cool, du kannst auch mit weniger etwas machen. Du brauchst nicht ein teures Musikvideo, das jetzt dein Song lit ist. Irgendwie so. Habe ich auch das Gefühl. So. Man kann auch slow anfangen und sich dort aufschaffen, dass man irgendwann krasse Videoproduktion auch noch hat oder visuelle Komponenten.